Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Kurz und windig, Mark. Fuck, motherfucker. Shit, man. Wieso nimmst du eigentlich immer eine Tasse? Ich finde, das ist etwas vom Schlimmsten, was ein Mensch machen kann. Ich finde das auch mega schlimm, aber... So aus einer Tasse ein süßes Getränk trinken. Vielleicht ist es auch ein Kaffee. Ich weiß nicht, was es ist. Okay. Ja, also ich finde das auch eine Sünde, aus Teetassen oder Kaffeetassen etwas anderes trinken, als das bestimmt ist. Ich habe das Gefühl, es macht auch den Geschmack anders, ganz ehrlich. 100%. Aber wir wollen dann... also erstens haben wir nur momentan Tassen. Es hat auch Gläser. Nein, Mann. Es hat Wie nice, ich habe Gläser. Also dreckig hat es, ja. Okay. Bro, und in welchem Szenario trinkst du aus einem Kaffee- oder Teeglas? Wenn ich Kaffee oder Tee trinke. Aber ich meine, wenn du etwas anderes als Tee und Kaffee da rein, wenn du keine andere Gläser daheim hast oder einfach gerade nicht frisch. Easy, ich habe gerade genommen. Aber es ist... Also ich würde dann lieber waschen, schnell. Nein, schon gut. Tee, möchtest du es anwaschen? Lieber aus Tasse. Checky. Also nein, ich check's nicht, aber ja. Hey, nur schnell für den Anfang, ich glaube, Ja. dass auch die Leute Bescheid wissen. Wir würden brutal gern, also die 3 sind fertig. Die 3 von der zweiten Staffel von Kurz im Ohr. Genau, und wir würden brutal gern darüber reden. Wir können nicht erwarten, können wir endlich mal in einer Folge über Sachen reden, die in diesem 3 passiert sind. Aber heute ist nicht der Tag dafür. Noch nicht. Genau, wir werden vor allem erst darüber reden, wenn die Folgen draußen sind oder kurz bevor sie rauskommen. Damit ihr auch ein bisschen Kontext habt. Damit wir haben noch nicht verraten, wer was hat müssen machen. Aber es war ein wilder Dreh gewesen. Menschen sind an ihre Grenzen gekommen. Menschen sind an ihre Grenzen gekommen. Wieder einmal. Aber geil, ich freue mich. Ich Also ich freu bin mich froh, auch. ist es vorbei, vor allem. 100%. Ja. Kann sein. Ich bin froh, haben wir jetzt den Teil schon mal hinter uns. Ja, wir haben eigentlich schon mal eine Folge aufgenommen. Mhm. Und dann haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen, wir haben uns noch nicht 100% entschieden, aber wir haben uns wieso überlegt, wir wollen das nicht als erste Folge machen, nach unserer Ja, voll. 3-wöchigen Absenz. Ja, voll. Und darum haben wir jetzt gefunden, wir nehmen nochmal eine Folge auf. Also das heißt, wenn ihr jetzt nächste Woche hören und wir sagen, ey, wir sind zurück. Aber dann sind wir schon zurück. Ja, checkst. Genau. Darum vielleicht ist das jetzt unsere Pre-Folge. Pre-Zurückfolge. Pre-Zurückfolge. Was läuft? Wieso haben wir 3 Wochen Pause gemacht? Das ist eine gute Frage. Also zum einen... Mindestens auch Mhm. einer hat geschrieben, immer nicht bei jedem Sprachfehler den Knopf drücken. Der Knopf lebt nur von dem. Bei Nein. Gott. Der Knopf ist überhaupt erst entstanden, wie es so viele Sprachfehler gibt. Ja, Mann. Geil. Aber... Chips Cola. Schmeckt nicht, ne? Darfst nicht mehr reden, Bro. Okay. Alle, die gerne meinen Schwanz im Mund haben, sagen jetzt nichts. Hast du gerne? Nein, Mann, zero. Okay. Also Bro, wir haben anspruchsvolle 3 Tage hinter uns gehabt. Du hast noch Abschlussprüfungen gehabt? Ich habe Abschluss... Also nein, nicht. Also nein, sorry. Ja, Erzähl. also ich habe Prüfungen gehabt in einem... College. Im College. Ich bin am College. Was ist eigentlich College? Uni? Gimme? Also College ist eigentlich das, was nach der Oberstufe kommt. Lehr? Nein. Also in dem Fall eigentlich Gimme blöd gesagt. Nein. Kanti. Die normalen Menschen machen ja Gimmi anstatt Oberstufe. Ah, außer da ist die Kennings. Wo sie kennen, die dann 2 Jahre die Heime kassieren, dann wo jetzt noch versuchst du genug noch Daya kassiert haben und gesagt, jetzt mache ich Das doch. ist die einzige Chance jetzt. Voll. Also das heisst, bei uns ist das eine Hochfachschule oder eine Uni. Okay. Und
Hast du wie die Türkei ein bisschen aufgebaut? Du kannst in die Schule gehen, bis 40 bist oder so. Voll, in der Türkei ist speziell, weil in der Türkei ist es so ein System aufgebaut, dass man wie so Abschlusstests hat nach der Oberstufe. Das ist wie so SATs in Amerika. Ja. Bei uns hat das damals Ding geheißen. Kennst du das noch? Wir so einen Test müssen machen zum Einstufen. Multicheck. Multicheck hat das damals geheißen. Multiple Choice. Multicheck, ja. Und in den Staaten und auch in der Türkei, oder in der Türkei ist es so, dass du am Schluss deine Noten, also du machst Abschlussprüfungen und alle haben, glaube ich, die gleichen Prüfungen. Ja. Und nachher gibt es einen Punkt, kommst du eine Punktezahl über. Ich sage jetzt, ich rap jetzt einfach von 0 bis 1000. Ja, voll. Und nachher im ganzen Land aber oder so. Und das zählt nachher im ganzen Land. Ja, und voll. In gewisse Unis kannst du halt nur rein, wenn du Stufe 900 bis 1000 bist. Ja. Punkt. In die anderen nur 400 bis 500. Weißt du, so Ja. ist es aufgebaut. In Türkei, Bro, wenn von dort, wo ich herkomme, wenn einer von dieser Stadt irgendetwas Nummer 1 wurde, Bro, die machen die Werbung für die ganze Stadt. Ja, Bro. Und das Uns Ding ist ist stolz, Türkei ist Nummer 1 und so. Einfach so ein 8-Jähriger, weißt du, so, auf Ja. einem Plakat. ja, und das Krasse ist ja, das ist ja tief systematisch falsch. Wie zum Beispiel Menschen aus Dersim Ja. oder Menschen aus Antep, also Ja. die Orte, wo wir herkommen, die haben meistens weniger Zugang zur Bildung. Ja. Und dementsprechend ist der Prozentsatz von diesen Menschen, die nachher in den höheren 20% landet, Ja, fix. fast gleich null. Ja. Das heißt, wenn es mal jemand schafft, in diesen prekären Verhältnissen, wie du so schön gesagt hast, wenn es mal jemand schafft, in diesen prekären Verhältnissen dann mal in die oberen 20% kommen, dann ist ein riesen Ding. Ja, fix. Ich würde Antep weniger sagen. Antep hat schon easy viel. Ja, also in der Sim. Aber der ist halt verständlich, aber Bro, das ist immer noch. Ja, geh in die Schule, wenn bist du zurück, bis wenn du Schule aus um 5, ja, okay, dann bist du am 9 Uhr Abend zurück. Ja. So, der Teil, weil Ja. bist du mal in der Schule. Ich weiß nicht mehr, ob der eine Uni hat. Sie hat Wahrscheinlich Mimar, müssen sie- ist es, glaube ich, weiß auch nicht, was es bedeutet. Okay. Also es gibt Munsur-Universität, Ja. Universität Munsur. Und die hat, es wäre noch interessant zu finden, was sie macht, aber ich glaube, die machen so Gesundheits... Ja, wahrscheinlich. Wesen. Ja. Weil es gibt ja in Tunceli Merkez, also Zentrum Tunceli, Ja. gibt es halt fette Spitäler und dort hat es eine Uni, das weiß ich. Okay. Aber jetzt so dort wo meine Eltern gelebt haben, Da gibt es eine Strassenuni. dort, ja, die meisten Leute, die dort in die Schule gehen, die sind dann nachher halt im Gesundheitswesen oder im Bau. So. Wenn sie überhaupt in die Schule gehen. Ja. Nein, es ist schon im Fall nicht mehr. Okay. Also es ist nicht, dass sie leben nicht Chill, Bro. in Baraka oder was du dir Ja, vorstellst. ich meine mehr so, es ist auch voll gang und gäbe. Also früher gewesen, jetzt ist es einfach weniger. Aber früher ist es so, du bist erste, zweite, dritte Klasse gegangen, Nee. aber bist daheim am helfen gewesen. Nein, aber jetzt sind schon, also meine Cousins dort, die Jüngeren, die sind jetzt eben alle, haben die Prüfungen gemacht und sind jetzt dort dran. Okay. Hast du schon Multicheck gemacht? Ich habe mal Multicheck gemacht. Ja. Also für welchen Job? Du musst immer so, also du machst einen Multicheck, glaube ich, wo so Gott auf alle Jobs aber so sagt, was du kannst, was nicht. Aber du kannst immer so sagen, technisch verkaufen. Genau, so es gibt glaube ich 4 verschiedene, Ja. ist wie mit der FMS. Ja, irgendwas. Es gibt glaube ich gesundheitlich Multicheck, technisch Multicheck. Ja, technisch habe ich Technisch. gemacht, Ich habe auch den technisch gemacht Ja, und ich will Informatiker werden, ja, Ja, ursprünglich. same. Aber ja, es hat nicht gelangt, glaube ich. Also ich weiss noch, der Multicheck. Ah genau, weißt du, was mich damals gefickt hat, im Multicheck? Mhm. Also nochmal, der Multicheck ist so ein Test, wo du machst und nachher tut sich einstufen, also was du... Da machst du, glaube ich, erste, zweite Oberstufe oder ja, so. eigentlich völlig dummes System, oder? Bro, du musst mit 13, 14 etwas ausfüllen, wo mit Punkten tut. Okay, ich verstehe, man muss irgendeinen Wert haben, um irgendetwas zu messen. Aber Ja. Bruder, mit 13, 14, ja. Und weißt du, was ich so abgefuckt habe? Mhm. Ich habe es glaube nicht ganz geschafft. Die Zeit war rum gewesen, und ich habe noch von, sag mal, 30 Fragen, Ja. 6 oder so offen gehabt. Ja, also noch ein Fünftel. Ja. Vielleicht so. Und ich Ja. habe gedacht, ja scheiße. Dann was habe ich gemacht? In den letzten Minuten? Was? Weil der Multicheck ist ja, Ah. ist ja Multiple Choice Ja, ja. eigentlich. Ich habe einfach, So, gedacht, ey, nach Gefühl. wenn geht, wenn nicht, bonne Versucht, Chance. ja. Dann habe ich die letzten 5 Fragen einfach irgendetwas gemacht. Ja. Nachher ist aber rausgekommen, dass du Minuspunkte bekommst. Wenn es Oh falsch mein ist. Gott. Das habe ich nicht gewusst. Scheiße. Das hat mich nachher voll abgefuckt. Du so. Bing. Letzte 6 Fragen, ich mache einfach alles und ich ankreuzen. Ja, das ist, ja, das hat mich ein bisschen abgefuckt. Bro, ich bin in Multicheck gegangen. Mhm. Du zahlst ja 150 Stutz. Ja, voll. Ich
Ich weiß nicht, ob du es dort musst. Ich glaube, im Voraus hast du musst Rechnung über. Ich glaube, du musst deinen Pass mitnehmen. Viel von denen, Ja. mit denen ich gemacht habe, haben ID nicht dabei gehabt Ja. und Bargeld nicht dabei gehabt. Ja. Darum haben sie müssen heimgehen, stimmt. Ja, sorry. Bro, ich weiß noch, ich bin Multicheck gegangen. Im Winter. Jeder weiß, wo es ist. Es ist gerade gegenüber von. Das ist die Pionierstraße. Ja, eigentlich gegenüber von dem Hochhaus von Sulzer, blöd gesagt. Ja. Plus minus ungefähr. Gegenüber vom Bitz. Ja, genau. Bro, ich gehe dorthin. Ich klopfe. Notiz. Ich habe 2 Minuten Verspätung. Ich klopfe. Ich mache die auf. Ich sage, sorry, Du hast 2 Minuten Verspätung gehabt? Ja. Krass. Oder out of character. Also, schau jetzt. Ich bin dort reingegangen. Ich klopfe. Ich so, sorry und so, weißt du, der Bus hat länger gehabt. Also, es war wirklich ein Fehler gewesen, weil ich bin Bahnhof Winti ausgestiegen und bin vorne gelaufen. Aber eigentlich könnte ich ja. Sulzer. Ja, okay, egal. Ich bin dort angekommen. Ich so, sorry, ist das schon gut? Sie schaut an, 150 Stutz. Sie so, ja, sorry, bist spät. Wie? Ja. Sie hat Geld genommen? Ja, sie hat Geld genommen. Das ist so, okay. Sie so, ja, Coach, ist gut. Geld genommen. Sie so, ja, jetzt bist du spät. Wie? Ich bin spät? Nachher ich so. Und du bist im Raum, wo alle schon. Ja, ich so, aber schon meine Zeit. Also, Ja. ob ich jetzt Ja. in 55 Minuten mache oder 60 Minuten, ist doch in meinem Nachteil. So, das Geld haben wir nachher. Ja, sorry, bist spät, musst nochmal kommen. Das ist das Problem. Das Problem ist, jetzt gehe ich zu meinem Vater und sage, ich muss nochmal 150 Schutz haben. Ich bin gegangen, ich so, also bist du gelaufen? Ich so, ja. Ich so, ja, ich bin gegangen und ich habe wahrscheinlich irgendwas gelogen. Ja. Irgendetwas gerappt und nachher bin ich nochmal gegangen. Und dort habe ich dann den Test gemacht, ich auch Informatiker machen. Und nachher zeigst du das deine Lehrer oder Lehrperson, dann kannst du schon das Gespräch haben. Ja, genau. Und ich so, ja, IT und so, und sie so, ja, Schwierig. aber hey, Dataland. Ich so, Alter. Mann. Klassiker. Ja, ja. Hast du dir jemals so gedacht, ich hätte einen anderen Beruf machen? Nein, ich finde IT 10 von 10. Aber du bist ja nicht den konventionellen Weg gegangen. Ja, ja, voll. Aber ich hätte vielleicht so den oder anderen ein bisschen mehr zurück. Während dieser Zeit. Ja, man. Weil eben, es ist nicht ein konventioneller Weg. Ich bin über eine Privatschule gegangen, habe die Ausbildung gemacht, dazu hat noch 2 Praktikum gehört und so. Und das ist halt nicht so der Berufsschulstyle und irgendein Lehrbetrieb und so, wo sich eigentlich mega verpflichtet fühlt. Schule war geil, aber Praktikum war ein fetter Pain, Bro. Und eben, jeder kann sich da mit dem identifizieren. Wahrscheinlich die meisten haben einen Lehrbetrieb gehabt, wo einfach ein hoher Sonnenladen ist. Aber von A bis Z. Ich habe 2 auf meiner Liste. 2. Ja. Und ich gesagt habe, Gott hat geschaut, dass ihr nicht in der Nähe von mir wohnt. Besser. Aber wenn wir uns eines Tages mal wieder weglaufen, ich vergiss das niemals im Leben. Weißt du, ich hätte mich voll damit abgefunden, weißt du, wie bei dir so ein Peach von Chef, wo es gestört hat, dass seine Mitarbeiter zusammen eine geile Zeit haben. Ja, ja. Das hat mich auch abgefuckt, aber einer, der mir das Leben zur Hölle macht, dort, boah, Alter. Aber ja, egal. Ich weiß sogar, wer das ist. Das ist auch der Bruder von einem, den ich kenne. Ja, Bro. Ja. Ja. Das habe ich mal gesagt. Du so, Bro, schaff mit dem. Ich so, ja? Ja. Du so, Bro, Chile ist ein ganz entspannt und so. Ja. Er kann wirklich gut filmen, dies und das. Und ich so, okay, easy. Krass, Mann. Aber ja. Ey, wir haben nicht einmal darüber geredet, gut ist auch, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber eigentlich sind wir darüber am Reden gewesen, wieso wir Pause haben. Ah, sorry. Ja, sind wir. Also ja, gut, eben. Die 3 haben uns massiv Genau, und dann habe ausgelastet. ich wieder erzählt wegen Prüfungen. Dann hast du noch Prüfungen gehabt, genau, sorry. Also genau, das ist... Wie stellst du dir vor, Prüfung? Bei jemandem, der Film studiert? Also, look, es ist für mich generell schwierig zu vorstellen. So, Kannst du nichts falsch sagen, Bro. wie der Schulalltag aussieht. Vor allem, von dir 1, 2 Sachen habe ich erfahren, aber von anderen Leuten, du hast mir einmal erzählt, so, was die machen, und dann denke ich, okay, ich glaube, vieles ist spürst du mich, fühlst du mich. Okay. Aber ich glaube, wenn jemand Film studiert, hast du Abschlussprüfung oder Semesterprüfung gehabt? Das war für mich jetzt eine Abschlussprüfung von einer... Wir haben das Modell, neu heisst das Major Minor. Das ist Haupt- und Nebenfach. Okay. Genau das. Ja. Hauptfach und Nebenfach. Ja. Und mein Hauptfach, und bei uns hat das noch anders geheißen, aber es ist etwa das gleiche Prinzip. Ja. Mein Hauptfach ist Film und mein Nebenfach ist... mein Nebenfach ist Drehbuchanalyse. Okay, also,
Jetzt hast du Film abgeschlossen? Und nein, ich habe Drehbuchanalyse abgeschlossen. Ich habe mein Nebenfach abgeschlossen. Ah, okay. Boah, Alter, also ich habe das Gefühl, wahrscheinlich hast du Drehbücher bekommen Mhm. von kranken Filmen, die natürlich genau niemand kennt. Also extra, weißt du, so Action, wegen Dieb. Und ich sage, du dort müssen. Ich weiß nicht mal, wie haben sie so, wie Satzaufgabe. Ich habe jetzt in diesem Drehbuch, in dieser Szene habe ich 3 Sachen geändert. Find raus was und tu das verbessern nach deinem Gusto. Justo. Nachher du so, weißt du was, ist mir zu dramatisch. Ich hätte sogar so gemacht, dass der 3 Schüsse bekommen hat, statt 4. Und statt dass er instant stirbt, hätte ich, oder statt dass er nicht so lange, dass er noch lebt, ich hätte gesagt, nach 3 Schüssen, er stirbt instant und so. Ich brauche kein Drama, nach meiner Meinung. Ja. Aber wahrscheinlich Aber du ist sagst falsch. ja richtig, du redest von meiner Meinung. Ja, ist meinungsbasierend. Eben, das ist das Schwierige, oder? Zum Beispiel, es gibt ja Fächer in der Disziplin Kunst, Mhm. die sind ja viel schwieriger zum Beurteilen als Film. Mhm. Von mir aus. Über Fine Arts, also über so Gemälde oder Ja. Kunst, Skulpturen. Ja. Wie willst du da benoten? Ja, vielleicht, also ich habe das Gefühl, du kannst schon benoten, so, wenn du eine Skulptur siehst, ist professionell geschlagen. Also Aber wenn es scheiße aussieht, dann hast du verloren. nein, dann sagst du einfach, das habe ich extra gemacht, weil Das ist abstrakte das ist für Kunst. mich abstrakt. Oder das ist für mich ein Spiegel von der Gesellschaft. Ja, grundsätzlich oder, kannst du einfach, du hast einfach immer etwas zum Abgeben. genau, und das ist das Schwierige an Kunst benoten. Mhm. Es liegt im Auge vom Betrachter. Du kannst nicht sagen, etwas ist richtig oder falsch. So geil. Verstehst du? Also du könntest eigentlich am Donnerstagabend, wenn du eine Freitagprüfung hast, du merkst, fuck, Alter, ich hätte noch ein bisschen Arbeit schreiben. Du nimmst Nein, ein, das ist Stück, nimmst schon- ein Stück Papier, ein bisschen Haarspray, ein bisschen Glitzer, Krugeln, Mhm. anzünden einnecken, auf ein Tablar, du so abstrakt. Es ist ein Unterschied, ob du Arbeit schreibst. Weil Arbeit schreiben ist ja theoretisch, das machen wir ja auch. Ja. Also der Hauptunterschied von einer Universität und einer Hochschule, habe ich jetzt auch letztens ein bisschen drüber geschwätzt. Ich glaube hauptsächlich, dass eine Hochschule ist sehr praktisch veranlagt Mhm. und eine Universität ist sehr wissenschaftlich veranlagt. Mhm. Das heisst, wir haben Zetterika ist eine Hochschule und wir haben viel mehr praktisches Schaffen Als Theorie. als Theorie. Ja. Du hast zwar auch Möglichkeit sehr viel und du musst auch gewisse Theorie, Hast du viel Selbststudium? das kommt darauf an. Okay. Aber ich kann dir jetzt gerade erklären, wie uns die Prüfung aufbaut, weil das ist noch interessant. Wir sind auch der letzte Studiengang, der jetzt noch Noten hat. Ah, was? Das gibt jetzt alles nicht mehr. Das ist Aber jetzt, in Zukunft hast du gut gemacht, hast du nicht gut gemacht? in Zukunft musst du halt viel deine Arbeit verteidigen. Ist zu fest die Cap oder ist zu wenig? Ja, nein, aber zum Beispiel, du kannst im Film darüber schwätzen. Ja, also, Aber das finde ich besser, dass du deine Kunst musst verteidigen. ja, oder halt, du musst halt, also ein Dreh oder einen Film drehen, hat ja mehrere Aspekte. Nein, sorry, gehen wir nochmal zurück. Es gibt ja, also bei uns gibt es wie so 4 Nebenfächer im Film. Ja. Das wäre, oder 5 sogar. Es gibt im Bachelor gibt's Schnitt, Mhm. es gibt Kamera, es gibt Ton Mhm. und es gibt Produktion. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Produktion machst, Ja. dann wirst du vielleicht darauf beurteilt, wie ist logistisch alles abgelaufen. Hast du es im Griff gehabt? Hast du es im Griff gehabt? Ist alles gut organisiert gewesen? Ja. Hat okay. jeder genug Essen gehabt? Voll. Sind Zeitpläne eingehalten worden? Voll. Bei Kamera ist halt die Frage so, ja, Daniel, macht- los zu. Hör auf, uns immer nur Sandwiches geben für die nächste Staffel. und bei Kamera ist halt vielleicht so, ist es technisch im Sinn von, ist es richtig technisch? Ja. Im Sinn von, ist es synchron? Ja, voll. Ist es Ähm, nicht so billig gemacht oder hast Bist bist aber vom eben, Fach. auch da wieder kannst aber in der Kamera ist halt sehr technisch. In der Kamera hast du halt dann halt wiederum Prüfungen, um herauszufinden, keine Ahnung, wie viel ISO musst du einstellen, dass es Ja. richtig ist. Kameraeinstellungen, Kamera. Du lernst viel. Gut, man merkt, ich bin nicht von der Kamerafach. Ja, Ich bin ja. nicht vom Kamerafach. Ich bin halt. Ja. Hey, und bei uns im Drehbuch ist es so gewesen. Im Drehbuch gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Zum Beispiel, man redet von klassischer Narration. Mhm. Und dann ist ein Film zum Beispiel, in einer klassischen Narration ist ein Film in 3 Akte aufteilt. Anfang, Mitte, Ende. Das zum Beispiel, Mhm. aber die andere Version wäre zum Beispiel Star Wars. Mitte, Ende, Anfang.
Exposition Ja. wäre Status Quo. Dann der zweite Akt ist, etwas verändert sich, also etwas passiert, ein Höhepunkt, whatever. Das ist jetzt auch wieder sehr schlecht erklärt, sorry, falls einer von meinen Dozis Ja, mit dir. ist gesehen. Einer. Wir sind uns auf jeden Fall, wir Normalos, Ja. die Film schauen, sind uns gewöhnt, dass wir Filme schauen, die eine klassische Narration haben. Sie fangen irgendwo an und sie hören auf mit einem irgendeinem Ende von. oder Ende. Geschichte oder so. Und meistens in der Mitte von dem Film passiert irgendetwas Schlimmes und Das kann, der ja. Hauptcharakter ist nachher dem ausgestellt und am Mhm. Schluss schafft er das irgendwie zu regeln. Ja, voll. Aber es gibt halt auch Filme, die einfach eine non-klassische Narration haben, sondern einfach irgendwo anfangen, irgendwo aufhören. Und wegen dem ist es kein schlechter Film. Dings zum Beispiel. Sag mal so eine. Wo nicht klassische Narration Ja. hat. Hey, zum Beispiel Pulp Fiction Ja. hat keine 3-Akt-Struktur. Also eigentlich alles, was zum Beispiel kein zwingendes Happy End hat. Nicht unbedingt, aber also, wir können jetzt da ins Detail gehen, um genau erklären, aber normalerweise reden wir nehmen wir zum Beispiel den Film Cinderella. Ja. Nein, nehmen wir doch alles oder nichts. Nein. Doch. Nein. Doch, Erstens, ich weiß es nicht mehr, zweitens, ich weiß auch nicht mehr, ob der... Aber bei Cinderella kann ich dir sagen, der erste Akt neu, ist... mit Gal Gadot. Okay, nicht. Keine Ahnung, aber einfach ich rede Okay. von dem Märli. Mhm. Also Mhm. eine Geschichte kann halt auch klassische Narrationen, ohne dass es ein Film ist. Es ist einfach eine Geschichte. Okay. Der ist im ersten Akt geht es um eine Frau, wo halt daheim ist und sie ist ein Kind, also sie hat Stiefmutter und 2 Stiefschwestern und die sind gemein zu ihr und das ist ihr Leben. Mhm. Und man fängt die Geschichte da an. Dann am Ende vom ersten Akt passiert etwas, wo die Welt verändert. Mhm. Und zwar es gibt eine Einladung an den Ball. Ja. Oder? So, man kommt und Dann fängt so Geschichte an sich wenden. und dann fängt genau der erste Wendepunkt. Ja. Man nennt zwischen Akt 1 und Akt 2 reden wir vom Wendepunkt. Okay. Wenn sich Geschichte wendet. Nehm mich auf. Bro. Bravo, Bruder. Ja. Was passiert? Irgendetwas Neues passiert, sie wird eingeladen. Dann der zweite Akt geht darum, dass sie an den Ball geht. Ja. Und dann redet man von einem Höhepunkt im zweiten Akt. Und der ist dort, sie ist an einem Ball, sie verliebt sich und nachher ist sie auf dieser Treppe und der Prinz kommt und sie küssen sich. Und das wäre echt der Moment, wo der Film könnte fertig sein. Ja. Aber sie sagen, nein, wir machen nicht 3 Akte. Aber nicht, genau. Und das wäre aber der zweite Akt. Ja. Und dann, was passiert bei Cinderella? Bro, Es gibt nochmal einen Wendepunkt. Okay. Bro, während du erzählt hast, ich so alter krank, wie wenig ich über Filmbescheid weiß. Ich weiß nicht, was nach dem passiert. Sie verliert die Schuhe, Ah, okay. oder? Ah, und dann wird Weil sie wird ja zurückverwandelt. Sie ist ja Voll. verwandelt worden in so eine Prinzessin. Ja. Und nachher rennt sie runter und sie wird Dann zum zurückverwandelt in den... Nein, das ist nochmal ein anderer Film. Ah, scheiße. In Cinderella wird sie zurückverwandelt in das Aschenbrödel, in das... Ah, die hässliche Alte. Nicht hässlich alt, aber sie hat einfach keine schönen Kleider. Ich habe einen wichtigen Teil vom Film übersprungen. Irgendwann kommt so ein Frosch und... Grüß sie. Ach, Bro. Bro, sorry. Nein, Der Frosch nein, aber und- ich verstand, das ist Ja. alles ein bisschen so. Ja. Nein, aber... Bro, Cinderella ist hässlich und arm. Mhm. Nachher kommt ein Prinz und sagt, ich will irgendeine Chaya von euch. Ja. Kommt an meinen Ball. Ja. Oder? Ja, so Badels, Lounge. So, ich brauche Baddies. Oder? Und Cinderella. Und Cinderella ist halt hässlich, Bruder. Hässlich, wie sie hat keine Fashion Nova Kleider, Bruder. Vielleicht muss ich es so erklären. Nein, sie hat keinen Style. Und nachher, was passiert? Ihre 2 Schwestern haben Style und gehen. Und dann kommt eine Fee und macht Aschenputtel Ja. zu wunderschön. So, auf einmal, sie hat Style, sie hat einen fetten Also Whip. Heidi Klum kommt aufs Mal und sagt... Ja, nee. Sie hat einen fetten Whip dort. Ja. Und dann sagt ihr die Fee, hey, Miete ist nur bis an 12 Uhr. Du musst zurückbringen, das Zeug. Wenn du nach der 12 Uhr kommst, ist gsi. Ich gesehen. Was passiert ist, am Küssen dort, es ist 12 Uhr, bam, bam, bam. Ihre Kleider verpissen sich langsam wieder, weil Miete ist vorbei. Ja. So, zweiter Wendepunkt. Nachher geht sie zurück in ihr altes Scheißleben. Ja. Zweiter Wendepunkt, vorbei. Ja. Dritter Akt ist, dann geht es im dritten Akt auf einmal darum, dass der Prinz sich so verliebt hat und jetzt jede Stadt ein bisschen ein Stalker. Mhm. Geht überall Leute, ey, bist du der Chaya mit dem Schuh? Du hast den Schuh verloren. Ah, er sucht es, ja. Er sucht Einmal überpört. verliebt. Ja, fix. Und nachher sieht er, Cinderella ist eigentlich gar kein Baddie, Ja. aber er denkt sich, egal, ich sehe Potenzial. Ja. Das ist so die 3 Krass, Akte, zum ja. Beispiel, oder? Gut, ja, riesige Geschichte haben sie jetzt gemacht. Alles gut. Bei uns in Prüfung als Drehbuch
also im Drehbuch, Analyse war, ich habe ein Drehbuch bekommen von einem Autor, der einen Film macht. Was ist plus 34 für eine Vorwahl? Ich sage jetzt einfach mal Kongo, Bruder. Ich komme jetzt random eine Nachricht über. Ja. Hello, are you fine? Oh. Guter Scam. Okay, ja, sorry. Ich habe gedacht, es ist ein Telefon. Ich dachte, was passiert? Was war plus 34? Spanien. Keine Ahnung. Hello, Harry Fine. Hello, are you fine, Papa? Wo bin ich gewesen? Eben, du so, ich habe fett ausgeholt und so, aber eigentlich... Genau. Die Prüfung war so gewesen. Ich habe ein Drehbuch über von einem Autor, der will einen Film machen. Und an dieser Prüfung kommt der Autor und ich muss mit ihm über sein Buch reden und sagen, was wir anders machen können. Damit zum Beispiel das Buch auf ein neues Level geht. Du bist wie so eine Art, das nennt man, ich habe den Namen vergessen, Lektorat. Ein Lektorat. Du bist ein Dramaturg. Du schaust, dass das Drama, also dass die Geschichte... Also einer kommt und sagt, ich habe etwas vorbeigestellt, aber ich kann jeder 20 Minuten mit Prüfung machen. Wenn ihr es besser macht, macht. Nachher macht er selber, nimmt er das und macht einen besseren Film aus dem. Das ist eben das. Normalerweise jeder Autor... Keine Kredits überfallen. Jeder Autor, ob jetzt Buch, Drehbuch, was auch immer, der muss mit dem Buch, der sollte zu jemandem gehen, der Dramaturg ist, der sich nur darauf konzentriert. Wegen Drama? Andere Stoff, also Drama heisst in dem Sinne Geschichte. Okay. Andere Stoff verbessern. Ja. Zum Beispiel, du schreibst seit 1 Jahr an diesem Buch. Und in diesem Buch ist es darum gegangen, dass jemand Alzheimer hat. Und sein Sohn muss sich entscheiden, soll ich meinen Vater ins Heim bringen oder nicht. Ja, voll. Okay. So, das ist so die Prämisse von der Geschichte. Und ich habe ihm halt geholfen, jetzt das Buch ein bisschen auf ein Level bringen, wo wir darüber geredet, was könnte überhaupt für Gefahren sein. Weißt? Was war das für ein Buch? Gewesen? Das ist ein Drehbuch für einen Film. Aber für einen Kurzfilm. Was ist gegangen in dem Film? Eben. Ah, um den alten Mann? Ja. Ah, okay. Genau. Sorry, ich habe schon ein Beispiel. Nein. So, was, wenn? Ich so, was? Batman ist. Ja. Der Überschein. Voll. Ja, Bro. Genau, die Prüfung ist jetzt das. Die Prüfung ist so gewesen, ich habe mich eine Stunde lang über das Buch reden und versuchen... Er benotet nachher so dein Verhalten? Das sind Experten. Ah, du redest mit ihm? Vor Experten. Vor Experten, du so, Und er so, Und nachher die Experten so, krass. Ja, aber es ist schon schwierig zum Benoten. Okay. Aber das Ding ist, es geht halt darum, wie fühlt sich der Autor nachher... Also es ist eben keine Physikprüfung, Bruder, aber es geht darum... Aber in dem Fall ist er auch quasi ein Experte, Autor. Ja, er ist einfach Autor. Okay, aber wenn du fertig bist, sind die Experten unter sich? Ja, der Autor geht raus. Ah, okay. Genau, und da ist jetzt so, der Autor hat so gesagt, hey, es hat viel gebracht, es hat mir geholfen. Ich bin jetzt, wieso, er hat gewusst, er hat jetzt neue Ansätze. Ja. Und es geht nicht darum, dass ich ihm sage, du musst es so und so machen, sondern es ist darum gegangen, dass wir gemeinsam darüber reden können, was gibt es für Möglichkeiten, um das Buch... Ich habe gewusst, was er erzählen will, aber ich habe auch gemerkt, es fehlt irgendetwas. Was ist, wenn du dort einfach bist, so halb interessant, was heißt, stell dir vor, er zeigt dir etwas und du hast einfach, es ist einfach etwas, was du völlig trash findest. Das gibt es auch. Ja. Und das spricht dich voll nicht an, nachher bist du dort und dann gehst du so, sagen wir, dein Output ist minimal. So, du bist dort so, ja, keine Ahnung, das ist schwierig zu sagen, ich habe das gar nicht gern. Ich würde mal vielleicht versuchen mit, vielleicht sollte sie da mal schwanger werden oder so, irgendwie so etwas. Ja, aber dann muss ich halt fragen, wieso finde ich es nicht interessant? Und dann musst du das begründen. Und, also nein, aber im Sinne von, dann muss ich selber fragen, wieso finde ich es nicht interessant? Und das heisst im... Wie dieses Drehbuch ein Scheiß ist. Aber das heisst, es hat Potenzial zum besser werden. Ja. Lieber so eins, als wenn jemand kommt mit einem geilen Drehbuch. Und du bist schon aufgeschmissen, was soll ich sagen? Und ich weiss gar nicht mehr, was ich kann helfen kann, um es geiler zu machen. Bei ihm war ein spezifisches Thema. Er hat das Drehbuch gehabt, eben, es geht um einen 40-jährigen Mann und seinen Vater. Und sein Vater hat Demenz. Und er hat einen Plattenladen. In diesem Plattenladen hat es immer wieder Kunden gehabt, die halt sind Musik kaufen. Und immer wenn er mit diesen Leuten geredet hat, ist er voll mit dem Kopf da gewesen. Also quasi Musik hat ihn verbunden. Und wenn er nicht, wenn er halt mit seinem Sohn war, ist er voll so perplex gewesen. Und in dem Buch ist es so gewesen, dass es so Beamte gegeben hat, die halt gekommen sind und gesagt hat, ey, er muss den Laden zumachen. Weil er dement ist. Ja. Weil er halt Gefahr für... Ja.
So, das ist die Prämisse vom Film. Und am Schluss hat der Film halt so aufgehört, oder das Drehbuch so aufgehört, Er ist Batman. dass er sich entscheidet, seinen Vater nicht ins Heim schicken Okay. und ihn unterstützen. Flagge, okay, ja. Genau. Heftig, So. ja. Oder? Und was wir halt gemacht haben, ist, ich habe mit ihm versucht zu finden, wir haben darüber geredet, was ist eigentlich das Thema vom Film? Oder? Weil da kannst du ja darüber diskutieren. Ja. Und wir sind eigentlich am Schluss darauf gekommen, dass etwas sehr Brachiales fehlt. Und zwar geht es, wenn bei Demenz geht es ja mega viel auch um Identität und Würde. Ja. So, man verliert ja mega Mensch sein, wenn man Demenz hat. Auf einmal muss man den Arsch putzen. Ja, voll. Und du verlierst deine eigene, wie soll ich sagen, Identität, du verlierst deine eigene Sein. Und wir haben versucht, das zu finden. Und ich habe ihm gesagt, es braucht noch Szenen, wo er auch wirklich eine Gefahr ist. Er läuft mit Unterhose zum Beispiel aus dem Haus und ist völlig verwirrt. Und so Sachen, Bro. So kleine Änderungen, wo dann merkst, das hat jetzt etwas im Autor ausgelöst. Das Ja, fix. So, das war fix. Ich habe mal, ich habe schon mal erzählt, ich weiß nicht, wenn das sicher mega lang her, aber ich habe mal so mit 12, ich sage mal 12 oder 13 Mann, zum Geburtstag, meine Mutter kommt so, sie sagt Happy Birthday, weißt du, ich so danke vielmals, dann gibt sie mir so ein Geschenk, ich mache es auf, ein Buch. Ich so, ja, du bist. Wie alt bist du? Bro, 12, 13. Aber weißt du, wenn ich kein Cash habe, aber ich so dummes Kind, weißt du, ich so, ja, kann ich vielleicht eine PS5-Controller, eine PS3-Controller, so. Egal, sie so, weißt du, das Buch. Sie hat gesagt, weißt, ich finde, du solltest auch ein bisschen lesen und so. Ich so, easy. Bis heute, ich finde es nirgendwo, Alter. Aber ich könnte schwören, das Buch heißt Jack und Skelly, Mann. Ich könnte schwören, es heißt das so. Jack and Skelly? Ja, irgend so etwas. Oder Scully? Oder Scully. Und der geht auch... Nicht Jack and Sally. Ist ein Frauenname gewesen? Nein, er ist ein... Also es geht um... schlussendlich geht es um ein Dings. ein Vater. Ja. Ein Großvater von einer Familie, wo Demenz wird. Und dann ist sowieso der ganze Prozess, vor allem halt als Teenager, wie sein Großvater ist, mitnimmt. Und dort haben sie kranke Sachen eingebaut, Bro. Okay. Da haben sie kranke Sachen eingebaut, weißt du? Ist das ein Buch? Ja, ist ein Buch. Das ist bis heute eines der wenigen Bücher, die ich durchgelesen habe. Bro, und dort haben sie auch Sachen eingebaut, die mich immer so gepackt haben, weißt du? Ich so krass, weißt du, weil er sagt so, ja, heute Morgen ich bin verwacht und so, gehe in die Küche, will mich parat machen und so weiter, will meine Milch warm machen oder so. Dann mache ich Mikrowelle auf, breit einfach Kleider von meinem Großvater, weißt du? Ja, Mann. Siehst du, aber das sind so Sachen. Ja, und er so, und ich bin weißt du, und er so, und ich denke so, Alter, armer Großvater, er so, wie meint er das und so in dem Buch, weißt du? Er so, ich bin im Stress, ich muss da aus dem Haus und was ist der Scheiß und so. Und dann sieht er, dass er in Gott Treppe runterläuft, dann schießt er ihn voll zusammen. Und ich bin dort in dem Film, in dem Buch und ich so, Alter, Mann, du Hund, das ist dein Großvater, Alter, das ist der Vater von deiner Mutter und so. Aber in dem, oder kannst du nachvollziehen, weißt du? Ja, voll, aber voll. Das ist heftig, Alter, das ist ganz krank, also wirklich brutal. Das ist aber ein mega guter Punkt. Zum Beispiel, als Dramaturg könntest du sagen, ey, bau doch eine Szene ein, wo er am Morgen Mikrowelle aufmacht und hat Kleider drin. Das geht 3 Sekunden, die Szene, voll. Vielleicht 10. Aber es erzählt sehr viel. Bro, es catcht dich. Voll, genau. Krass. Ja, Mann. Aber sehr spannend. Und, du hast die Note auch bekommen, Bro? Ja, Mann. Sag mal die Note, Mann. Sag mal die Note. Ja, Bro, ich habe einen A bekommen, weißt du? Ein 6er quasi. Ja, fuck. Dankeschön, Bruder. Ja, fuck. Dankeschön, Bruder. Nein, warte, der zweite. Nein. Egal, das ist auf der zweiten Seite. Ja, warte. Vielleicht ist es... Okay, warte. Nein. Warte. Was hast du für eine Note? Ich habe einen 6er bekommen, Bro. Ah ja? Nein. Es geht nicht. Nein. Aber es geht nicht. Egal, krank. Aber eben, das heißt, also, du bist dort gesessen mit ihm, hast das Drehbuch besprochen mit ihm, bist raus und die so 6. Dann haben sie mir gesagt, sie haben erst angefangen mit dem, was ich muss besser machen muss. Ich habe gedacht, ja, los, kein 6er, Alter, ich will wieder Mütter ficken jetzt, Mann. Sie so, zuerst mal, Batman ist okay, aber muss nicht immer... Ja, Bro, sie haben mir so gesagt, das Hauptkriterium war, ich habe halt gesagt, ich habe eine Idee, aber das ist mehr eine Idee für den Müll. So quasi, ich kann damit wieder sagen, du musst nicht meine Idee umsetzen. Und dann haben sie gesagt, ja, bist ein bisschen mehr confident. Ja, das ist keine Idee, ist Müll. Eine Idee ist immer eine Idee. So. Und zweitens hat sie gesagt, durch die Blume hat sie mir eigentlich gesagt, also eigentlich hat sie mir wollen sagen,
wir wissen, du liebst deine eigene Stimme, Ja. aber chill. Chill jetzt einfach, okay? Beruhig dich. So, Das ist nicht du, dein Drehbuch. so ist nicht dein Drehbuch, Ja. so das hat sie mich Du hast lieber. ein Negroni-Syndrom, klar. Das kann man. Ja, ja. Wie der... Der will er schnell Stimmbruch bekommen. Ja und? Lass mich! Was ist gerade mit meiner Stimme? Weißt du so, wie du mir nie Wasser bringst, Bruder? Immer, du hast alle Getränke, nie sagst, Bruder, willst du ein Wasser? Bro, willst du ein... Nein. Bro, willst du auch einen Kaffee? Nein. Weißt du was? Ja. Du hast recht. Okay, Es danke. tut mir leid. Okay. So ein Hand, Alter. Alter, krass. So ein Hand. Okay, TNT zwei Sachen gesagt. Also, zuerst mal, es hat sich alles um dich und zweitens, keine Idee ist schlecht. Genau. Aber trotzdem 6 bekommen, krass. Ja, immerhin so. Aber ich meine, am Schluss, wer interessiert das? Ja, dieses Diplom, dein Abschluss. Ja, weißt du, dann kannst du ja gerade sagen, für was mache ich das Studium, wer interessiert es? Ja, für dich. Nein, ich mache so wie zum Sachen lernen Ja. Und zum drüber können reden im Podcast. im Podcast. Genau. Was habe ich jetzt? Weißt du noch, bei der EDB-Folge? Wir haben ja so einen Follower, der die Folge lost. Ja, So ein gewisser albanischer Löwe. ja. Weißt du, Wille? Kann sie, ja. Gib immer auch Feedback. Ja, ja. Auch wenn niemand ihn gefragt hat. Ja, ja. Fix. Weißt du, Wille? Ja, wir nehmen Danke da. Wir nehmen Danke da. Ja. Und dann gibt immer so Feedback, wo ich mir manchmal denke, Hat er dir geschrieben? ich meine, ich fick dich. Hat er dir Ich meine, geschrieben? ich fick dich. Hat er dir persönlich Du geschrieben? lyrische Missgeburt, ich fick dich. Hat er gesagt, also, look. Nein, Bro, Erman, weißt du, was er mir so für Feedback gibt? Was geht er? Also, ich weiß nicht, erinnerst du dich an Feedback, das er sonst gegeben hat? Ja. Ja, er schreibt ja amix so, jetzt schreibt er mittlerweile, darf ich noch etwas sagen, oder? Ja, ja. Fix. So, weißt du? Ja, ja. Fix. Ey, du Pitch-Sheriff, Alter. Einmal, ja, weil einmal. Ich weiß nicht, aber einmal ist irgendwas nachher, du mir so, ja, Bruder, wieso bist du Hater geworden? Er so, Ja. ich sag nicht. Ich sag nicht. Ich sag einfach nicht mehr. Zum Beispiel, Bruder, wir haben eine Show in Baden Ja. und dann sagen wir so, ey, gebt Feedback, wie haben ihr das gefunden? Und dann gibt es meiner Meinung nach 2 Versionen von Feedback, Bro. Gut will, schlecht will, ja. So konstruktiv oder einfach, hey, das war gut gewesen. Ja. Von mir, ich freue mich, wenn Leute schreiben, hey, es hat Spaß gemacht. Geil. Ja. Ich freue mich auch, wenn Leute schreiben, ey, geil gewesen, aber das und das macht weniger. Ja, fix. Geil. Ja. Dann gibt es noch den Löwe, den Shippy-Löwe, da, Ja. wie er sich nennt. Der Ja. Bre. Komm mal auf Kaffee, Bruder. Ja. Er hat geschrieben, ey, geile Show gewesen, aber ja, das ist lecker, kein Shorts, keiner hat deine Beine gesehen. Wow, das ist Dings, Mann. Das ist Body-Shaming, das ist Bruder. Body Shaming, Alter. Für jemanden, der nur halb Gesicht zeigt, ist schon mutig Body Schon Shaming. mutig, nicht? Fam, was ist... Fuck dir rein, du, Mann. So. 50%. Ja. Was der fuck me for? Was rein, du, Mann? Weißt du, was ich meine? Darum bin ich Feminist, Bruder. Der Krass. Peach, Alter. Und letztes Mal beim IDB Ja. Spotify Kommentar. Das Das ist er, ich weiß, es ist er. Look, okay, was was er geschrieben hat. Was hat er geschrieben? Aber du kommst auch mal ein bisschen... Ja, ja, Bro. Das gewisse, aber mehr wegen Dings, weißt du? Also, wenn so Kritik in Anführungs- Schlusszeichen gibt, wegen mir, dann ist immer so, Leute schreiben, mein Bruder, du musst dich ein bisschen mehr kennen. Ja, Ja. von mir aus. Aber er hat weißt, geschrieben... wie er ist. Er hat geschrieben... Also... man kann es nachschauen. Es ist im letzten... Letzte Folge, EDB, auf Spotify, unter Kommentaren. Der Name ist Luan the Lion. Ja, Bro. Du Löwe. Ist sicher nicht. Du Löwe. Ja. Der Bruder ganz ein geiler sich. Bitte Josh, lass deine Gäste reden. Jeder weiß, du kannst dich gerne reden. Aber wir wollen mehr von den Gästen hören. Ja. Hashtag no hate. Bruder, Also, wieso hasst du mich? also das, Das ist das Problem, das ich habe. ja, zwei Sachen. Bitte. Stark. Bitte. Zwei Sachen. Ja. Zwei Sachen. Zum einen, es ist unser Podcast. Tell ihm, Bruder. Wenn ein Gast kommt und er noch 5 Minuten Zeit bekommt, er soll dankbar sein für 5 Er soll Minuten. danken für die 5 Minuten, Bruder. Ja. Sonst gehst du SRF 3, Mann. Fick dich. Oder ja, irgendein anderes Format. Nein, jetzt, erstens, seriös, das ist jetzt für mich, hätte jetzt Jodas erwähnt, es ist eigentlich eine sachliche Kritik. Es ist auch eine von den netteren, die er geschrieben hat. Ja, es ist eher eine Sonst hat mir sachliche gesagt, ey, mit deinen fetten Pullenschenkel. Etwas so hat er es geschrieben. Ja, fix. Okay, das ist eine sachliche Kritik. Das zweite ist, ich habe es gewusst, nicht er,
der Hashtag No Hate. Ja. Haben wir auch schon ein paar Mal. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob der No Hate, ob der jemals vor ihm gekommen ist. Aber er ist über Luan der Lion. Aber ich glaube, er ist auch der Line, Mann, auf Insta. Eben, darum, ich sag, Ja. er ist er. Darum, Luan, Viele Leute sind ein bisschen zu frech zu mir. einfach, dass du das gehört hast von mir. Okay, und das Wenn- andere ist... Öffnen wir die Diskussion. Ja, als langjähriger Bruder von Josh, Als Co-Host. ja. Ihr wisst nicht, was Peak Aufmerksamkeitssyndrom von Josh Ah, ist. krass, gehen wir dort. Ja, aber ich sage nur, sind dankbar. Ja, sind dankbar, das ist besser. Er ist nicht mehr so schlimm. Okay, fair. Wenn so ein Kreis war mit 4 Leute langen. Weil mit 3 kannst du nicht machen, aber 4 Leute langen. Und von den 4 Leuten lachen 2 und Josh gehört von 10 Meter. Wer lacht? Er kommt so, was geht's? Wieso lachen ihr, wenn ich nicht da bin? Ich weiß noch einmal. Ich habe, das war vor x Jahren gewesen. 2010 glaube ich, also vor 15 Jahren. Twitter-Zeiten. Ich bin so an einer kurdischen Hochzeit. Wie können wir einfach über etwas reden und sagen, vor 15 Jahren? Das ist heftig, gell? Bruder. Eben, ich bin kurdische Hochzeit. Was? Ich bin verwirrt. Ja, ich weiß. Vor 15 Jahren müsste ich 15 gewesen sein. Krass, Bruder. Gib Aber ihm. 2010 bin ich... 2010 ist vor 15 Jahren gewesen, Bruder. 16 bin ich gewesen vielleicht. Wegen ich bin das Jahr 31. Okay. Okay. So Alter, ja, mit 15 schon so. Okay. Ich bin 16 gewesen, vielleicht 17, okay? Und dann mache ich so Tweets, ich bin an einer kurdischen Hochzeit, langweilig wie immer, Alter, du grüßt 30 Leute, die du nicht kennst, 20 neue Verwandte lernst kennen und so. Ich bin dort, aber ich so, Alter, man, kurdische Hochzeit, Alter, was läuft, man? Was läuft? Da könntest du eigentlich locker, weißt du, so... Etwas packen. Nein, da könntest du so... Nein. Da könntest du so... Rasierunternehmen können einen Stand aufmachen. Bro. Locker. Und die können Mann und Frau Stimmt bedienen. oder stimmt nicht? Locker, so. Und das ist irgendwann mal vor Anfang abgehen. So, Leute aus der Schweiz anfangen schreiben, haha, Kurden, kurdische Hochzeit, Kurden sind behaart. Easy. Ich komme das Telefon über. Alle Hochzeit. Ich so, hey, was läuft, Josh? Das kann nicht sein. Es ist so gewesen. Das kann nicht sein. Ich nehme es ab, ich so, was läuft? Hey, Neffi, Bruder, bin ich so, Neffi, ich bin in der Hochzeit. Ja, man kann mich bekommen. So. Was geht's genau wegen den Tweets? Und nachher ich so, Was? und was geht's genau wegen den Tweets? Was ist für ein Tweet gewesen? Was hast du Wegen geschrieben? meine Tweets. Ich kann nachher anfangen, etwas ins Rollen zu bringen. Weißt du, eben wegen Kurden sind behaart. Ah, genau, das war die Zeit, gewesen, wo Ja. Amix über etwas tweetet hat. Ja. Und nachher haben alle Leute, die in dieser Bubble sind, Ja, ja. Auch ihre Senf dazugeben. auch einfach über das anfangen zu reden. Aber Ja. nicht unter deinem Tweet, sondern Ja, ja, auf voll. einmal. Voll. Wie haben wir das genannt früher? Das ist nicht Subtweeten. Nein, das ist nicht so. Das ist, Aber, du hast wie so etwas ausgelöst. Und nachher Ja. haben sie stundenlang ist nur um das Thema ja, gegangen. ja, Bro. Nachher, Das ist ein lustiges Phänomen. gewesen. Ja, nachher ist mir angerufen oder so, okay, krass, bist du an der Hochzeit? Ich so, ja. Aber, was hast du genau getweetet? Ich so, Bro, kannst du lesen? Okay, aber, was ist genau gegangen? Ich so, um Haare, weißt du, dass wir behaart sind. Ja. Easy, ciao. Ich so, okay, ciao. Ja. Ich mach Twitter auf, Bro. Ja, hast 10 Tweets rausgehauen. Weg Kurden. Ja, so, hol dir den Teil vom Kochen, Bruder. Hol dir den Teil. Ich kann ihm wieder zuhören. Ja, fair. aber weißt du, ich habe keinen Vater. Ja, ich kann jetzt gerade wieder sagen, Bro. Du kannst sagen, ich will sagen, man muss auch verstehen, weißt du? Wenn du die Aufmerksamkeit nicht bekommst, holst du dir das selber. Nein, ich habe die schon bekommen. Ja, Aber okay. ja, krass. Okay. Aber jetzt mal so als Co-Host. Mhm. Haben wir die Daumen macht mich nervös. Wieso hängst du so? Hängen, Bro. Okay. Kein. Ich glaube, das ist ja schon etwas, wo Leute wissen. So, ich höre gerne meine eigene Stimme. Ja, du liebst dich selber, ja. Okay. Man kann es auch, Bro, man muss einfach Fakten sprechen, weißt du? Okay, ist gut. Findest du, ich rede zu viel in diesem Podcast? Nein, aber ich bin froh, dass du über Sachen erzählen tust und ich überlege, was ich erzählen soll, weil du so, okay, weißt du, dass Prüfungen sind. Und dann ist schon mal gut für mich. Weil ich weiß nicht, soll ich jetzt über das Online-Casino-Phänomen von meinem Cousin letztes Mal erzählen? Soll ich das auspacken? Soll ich darüber reden, dass ich, keine Ahnung, Alter, jetzt ein halber Kolumbianer jetzt in Glib bin? Weißt du, so, keine Ahnung. Aber du teilst ja schon weniger von deinem Ja. Privatleben, ja, oder? ja, eigentlich schon. Aber das ist auch eine bewusste Entscheidung. Eigentlich schon, ja. Oder Aber gebe ich dir keinen Platz? nein, es ist schon eine bewusste Entscheidung, weil ich einfach, keine Ahnung, Alter, es ist hure dumm eigentlich, etwas aufnehmen, ein Gespräch und in die Öffentlichkeit streuen, aber dann finden, ey, nein, zu privat wird ich nicht. Ja, ich verstehe das irgendwo durch schon. Ja, ja, Wir haben safe. uns ja auch verändert. Ja, ja, fix. Vor 2 Jahren haben wir ja die ganze Zeit... Du weißt was. Ja, mal, Druck. Du weißt was. Druck, doch mal. Druck, doch So, das haben wir gemacht. Wir Ja, haben ja. Dad Jacks, wir haben
Das ist der gute. Nach 15 Folgen. Bruder, kommst du einfach nur reden. Kannst du aufhören mit dem Scheiß, okay? Aber ich bin schon der Meinung, so. Man muss halt auch dazu auch sagen, ich lebe ja dadurch auch ein öffentlicheres Leben als du. Ja, fix. Ja, ich weißt schon nur, dass ich einen Insta-Account gemacht habe, wo für Zero ist. Das ist für mich so gewesen. Okay. Aber was poste ich jetzt? Weil ich habe genau gewusst, was soll ich posten, was soll ich nicht posten. Ja. Sage ich immer wieder, weißt, ein bisschen mehr posten, aber auch ein bisschen mehr, weißt, ich habe das Gefühl, ich muss es ein bisschen noch akzeptieren. Mehr von sich geben ist nicht automatisch sich mehr Dings machen, weißt, so mehr Angriffsfläche bieten, sondern... Hast du wegen dem Angst? Nicht, nein, ich glaube nicht mal wegen dem, aber ich habe einfach so gewisse Sachen, die ich privat behalten. Aber es ist ja easy, aber weißt du, du hast ja deinen Job, den du ziemlich privat willst halten. Ja. Du hast deine... Nein, meinen Job kann ich jetzt voll auspacken, aber scheißegal, ich bin jetzt immer dort. Ja, aber ich meine auch sonst. Ich meine, wenn ich gefragt habe, was machst du, ich arbeite in der IT, Punkt. Ja. So. Voll, ja. Du hast ja auch nie weitergeredet bei Interviews. Du hast ja auch nie... Also weißt du so... Leute haben gefragt, aber ich kann... Ich kann es tut wieder so nicht so Sachen, wo zum ersten Mal mein Vor- und Nachname in der Zeitung stand ist. Ich so, boah, Alter. Aber ey, voll okay. Jetzt ist es geil, jetzt machen einfach Leute so Zero und nachher Coach, das ist geil. Ja. Aber ich habe so gelernt, weißt du, so deine Meinung sagen, wie du denkst, wie du fühlst, ist nicht automatisch so, ich gebe etwas Preis von mir, sondern ich bin einfach, wie ich bin. Vielleicht, wo ich jede Story auspacke oder über meine Beziehung oder so rede, ist ja voll okay. Dort habe ich das Gefühl, das gebe ich jedem ein bisschen gut, wenn er seine Beziehung einfach ein bisschen privat behaltet. Fix. Aber, so ist Bro. Ein bisschen mehr so, ich habe das Gefühl, ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr vom Zero geben, weißt du? So. Das würdest du gerne? Ich glaube, ich sollte, ja. Ich habe das Gefühl, es tut sicher auch gut. So ein bisschen mehr... Ich finde zum Beispiel, es hat auch sehr gut funktioniert, wenn du ein bisschen in dich gekehrt bist. Ja. Und so ein bisschen, du bist die Balance, vor allem in dem... Ja. Ja, Bro, also ich kann sie jetzt ehrlich auspacken. Wir haben es, glaube ich, ziemlich gut gemerkt. Die ersten paar Folgen, sagen wir die ersten 10, 15 Folgen, vielleicht auch 30. Ich rappe jetzt irgendetwas. Ich habe kein gutes Gefühl, so wegen Zahlen und so. Aber so recht gutes Stück am Anfang bin ich auch voll rum gewesen. Full. Ja. Goes to go crazy. Nachher ist ein Training gekommen, Bro. Ja, genau. Und die haben mich gefeiert. Die hat dich cool gemacht. Die haben mich, also, die Training ist schon, also, schon vor der Training. Also, als wir den Podcast angefangen haben, hast du eine Freundin gehabt. Habe ich eine Beziehung gehabt, ja, Freundin. Genau. So, und das eine Freundin eigentlich gehabt. Eine Freundinalität. Ja. GmbH! Du willst haben? Spaniola? Okay. Und nachher bin ich... Alles war super gewesen, Bro. Ich hatte eine Beziehung gehabt. Ich habe mit meinem Bruder etwas auf beigestellt. Ich habe es geil gefunden, mein Bruder hat es geil gefunden, die Leute haben es geil gefunden. Leben ist schön. Ja. Ich habe einen Job gehabt, alles ist super, alles tut. Und dann hat angefangen, Sachen passieren. Mit der Beziehung auch. Und es hat einfach abgefärbt, maximal auf mein Verhalten, weißt du. So krass. Ich muss schon herausfinden, was der Knopf ist. Ja, sicher. Sorry. Mach. Schon, hä? Oh, sorry. Der geht's auch, der schon. Ist der rote? Sorry, also der rote ist eben der Ding. Weißt du noch? Ja. Rap mal eins, Bruder. Nein. Aber echt mal, mein Cousin rufen. Mein Cousin macht ja immer so ein bisschen Beats und so. Und ich bin jetzt ihn besuchen und er so, Bro, hau mal eins raus. Und ich so, Bro, also weißt du, Rap mal eins, Bro, komm. Nein. Rap mal eins. Nein, mach doch du. Ja. Du denkst, was? Bro. Jo, mir geht das. Okay. Bro, und eben mein Cousin so, Rap schnell eins und ich so, Bro, also mach einfach, Bro, jeder einfach da, wie du magst. Keiner sagt irgendetwas, das ist einfach, vielleicht ergibt sich etwas lustig, vielleicht auch nicht. Ich mach so 3-4 Ziele, also chill, okay? Also vielleicht ist es besser, wenn du Podcast bleibst. Okay, also auf jeden Fall... Sorry, Mann. Alles gut, auf jeden Fall ist dann in der Beziehung angefangen, ein bisschen den Bergtour abgehen. Und das haben wir einfach gemerkt, Bruder. Bin ich einfach angefangen, weniger von mir geben, Bro. Weniger reden, so, es hat mich kaputt gemacht. Und nachher ist dann offiziell dran gewesen, und nachher ist dann das Loch gekommen. Und logisch, weißt du, so, ich will mit meinem Bruder reden. Aber ich bin so dort, Bro. 3 Tage vor Schluss, hört mein Bruder, du Ficker. Weißt du? Gut, aber wenn wir schnell über das reden. Ja. So.
Beziehung ist fertig gewesen. Ja. Nachher bist du im Loch gewesen. Ja. Und dann hast du irgendwann später Ja. deine jetzige Partnerin kennengelernt. Ja. Und in dieser Zeit, wo du halt getrennt warst, Ja. oder halt nicht in einer Beziehung, Ja. ist nur Scheiße gewesen, oder? Tendenziell ja. Hat nichts gehabt, wo... Tendenziell nur Scheiße gewesen. Ja. Ja. Tendenziell nur Scheiße Nicht gewesen. also, Nein, Bro, da reden wir nicht drüber. wir können schon drüber reden, aber Nein, Bro, ich frag dich, das Bro. Ding ist, was ich gemerkt habe, was du mir gesagt hast, was ich gemerkt habe, was du mir gesagt hast, du hast mit Werten gemeint, die betroffene Person, die betroffene Personen, all gut, so, ich bin über den Berg, es ist alles okay, niemand ist hässlich auf niemand, inshallah. Aber, Man dürfte ja schon hässlich sein, Bruder. Du bist wirklich ein guter Mensch. Punkt. ja, trotzdem, weißt, Du aber bist nicht nachtragend, Bruder. Ja. schlimm nachtragend gewesen, Bro. Aber irgendwann mal kommt, glaube ich, bei jedem der Punkt, wo man einfach nur Frieden sucht. Ja. Und Frieden ist irgendwann mal, du einfach akzeptieren das und einfach so sagen, wie. Abu Sarhat, Bruder. Ja, einfach akzeptieren und dann tust du sogar auch einem anderen Menschen etwas Gutes wünschen. Weißt du, wie so, hey, schön, dass es halt trotzdem irgendwie gut rausgekommen ist und ich hoffe, dass der Mensch auch gut hat. Aber auf jeden Fall, du hast mir das heute gesagt, weißt du, und ich habe so, wie so gedacht, okay, easy, schön hast du gesagt, aber ich finde eher nicht. Sorry, was habe ich gesagt? Kommt jetzt gerade, aber du hast heute gesagt, Bro, Menschen, wo es nicht gut geht, das färbt auf die andere Person brutal ab. 100%. Früher oder später, das färbt ab. Und ich so, Alter, weißt du, so, wie es färbt ab, aber okay, weißt du, ich habe es gehört, ist gut. Und erst später habe ich gemerkt, dass es abfärbt. Weil, was soll ich machen, Bro? Es nimmt dich halt auch, weißt du, es tut dich halt auch. Weil ungewollt, also ob du willst oder nicht, du bist mit dem Menschen in einer Beziehung. Und zu dem Menschen gehört halt auch der Rucksack, den sie trägt. Ja, Mann. Schön gesagt. Und wenn der Rucksack halt einfach für den Menschen zu viel ist und der Mensch versucht, wie so, hey, ich komme nicht klar, ich habe da ein Problem, weißt du, und das ist nicht einfach für mich. Und du bist dort, Bro, so, hast du noch nie so etwas erlebt? Noch nie. Und automatisch Helfersyndrom, willst du helfen? Ja, check ich sehr. Und dann wirst du halt auch mit dir bezogen und das fährt halt auf dich ab, Bro. Und ich würde sagen, eben, es hat halt mega auf ein bisschen mich und mein Verhalten abgefärbt. So. No hate, no Dings, niemandem Schuld zu Alter Gas. Niemandem wäre Schuld zuweisen und sagen, wieso, wegen dieser Person ist das so. Ja. Aber es ist einfach ein Fakt, wenn du mit jemandem, also ich habe es so erlebt. Ja, also Du kannst sicher auch cool sein. Was du erlebt hast, hast du erlebt und ich wollte dir da gar nicht deine Gefühle absprechen. Ich wollte eigentlich nur schnell sagen, man kann gut mit Menschen in einer Beziehung sein, die Depressionen haben oder wo, ich rede jetzt auch allgemein, Ja, voll denen es einfach. mental nicht gut geht. Voll, ja. So. Das Problem ist einfach ein Problem, das viele Menschen haben, die mit mentalen Schwierigkeiten zu kämpfen haben oder mit mentaler Gesundheit zu kämpfen haben. Zu denen habe ich auch schon voll. gezählt, zu dem, was jetzt kommt. Die nutzen auch oft ihre Situation, um einfach zu sagen, ich bin so. Ja, voll. Verstehst du? Ja. Aber mental am Arsch sein, gesundheitliche Probleme haben, kann man auch, und man kann auch gleichzeitig eine Beziehung führen, Bruder. Man kann auch gleichzeitig zu seiner Partnerin stehen. So, weißt du, was ich Fix meine? 100%. Und ich wollte einfach sagen, das sind auch zwei verschiedene Sachen. Ja. Ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt in dieser Beziehung, wo mental, wo du in einer Beziehung bist mit jemandem, der mit mentaler Gesundheit zu kämpfen hat, mit Depressionen zu kämpfen hat, ist nicht allein der Grund, wieso es dir scheiße gegangen ist, Bruder, sondern es ist dir auch scheiße gegangen wegen ganz vielen anderen Gründen, die in dieser Beziehung falsch gelaufen sind. 100%, weißt du, ich glaube, ab dann habe ich einfach so, halt einfach so Dings gehabt, Bro, einfach so, eben das mit dieser Beziehung ist voll in die Hose, Bro, ist gar nicht gut rausgekommen und dann ist auch kurze Zeit nachher auch das mit den Wegen passiert, die hat mich auch ja mega abgefuckt, Alter, psychisch und Dings, die hat mich auch vorher auseinandergenommen. Und dann eben, weißt du, so, hat sich das wie so ein Ding angefühlt, weißt du, so ein permanenter Zustand. Weißt du, so, die ganze Zeit, so seitdem ist der Gusto gleich. Ja, man, sie irgendwie so ab, kann ich Monat 3, das erste Jahr, ist sehr schwierig für dich, für den Podcast eigentlich, oder? Ja. Und hast du in dieser Zeit einen Job gehabt? Ja. Gell, du hast auch noch geschafft und. Bro, ich kann, es ist wie soll ich sagen, es ist gar keine einfache Zeit gewesen, aber ich sage jetzt im Nachhinein, weißt du, es ist immer
schön, dass im Nachhinein kannst du sagen, Bruder, was soll ich dir sagen? Du kannst noch so viel planen und machen, wie du willst. Das Leben hat mal Sachen Ja, schau, wo du jetzt bist, Bruder. Ja. Nein, aber weißt, ich meine, Bro, ich sag dir ganz ehrlich. 100%. Ich habe jetzt einen Menschen kennengelernt, wo ich Sachen von diesem Menschen bekomme und spüre, wo ich zum Beispiel eben das Gefühl kann, habe ich nicht verdient und ist nicht schön und alles und wieso, weißt du, ich habe einfach keinen Anspruch auf das. Und dann kommt jemand, Ich bin es nicht wert, ich verdiene es nicht. Voll. Und dann kommt jemand ins Leben, Bro, bedingungslos dir das am geben. Mhm. Weißt du, zum Beispiel, so all das Zeug. Und nachher bist du sowieso, ja, ist das ein Falle? Ist das irgendwie, keine Ahnung, man, ist das einfach Selbstzweifel, weißt du, und nachher Etwas ist fishy, Bro. ja, irgendetwas. Und nachher, das Einzige, was du machen kannst, ist mit der Person ehrlich sein und sagen, hey, das ist meine Situation und ich mache mir die Gedanken. Und dann kann ich es kein Mensch übel nehmen, wenn das Gegenüber sagt, okay, dann ist nicht so mies. Oder wie du sagst, ey, ist gut, ich habe mal gerne Zeit für dich. Bro, Perle, Joker. Gune. Ja, nein, Bro, du hast ja genau das bekommen, was du wollen, wo du gebraucht hast. Ja, voll. Sprich, du hast genau das bekommen, was du vorher nicht bekommen hast. So. Ja, nicht bekommen. Also, wo vorher nicht das Thema war. Ja, so, voll. ja. Voll. Und deswegen, auch weißt du, was der Weg geht und so. Und jetzt Schritt für Schritt in einen neuen Lebensabschnitt. Aber ja, das ist gar nicht so. Eigentlich, wenn ich so ehrlich kann sein, seit, ich glaube, März 2022 haben wir angefangen. Und ich will jetzt ganz ehrlich sagen, also, ich weiß nicht, ob es Mai 23 ist oder ich glaube Mai 23. Aber ich sage jetzt mal, so seit halbes Jahr nachdem, so ab September 22 so, ist eigentlich nur noch Trash gewesen. Weißt du, so, auch so emotional und so, weißt du. Und das sieht man, also das gehört oder merken die Hörer ja auch eventuell auch, weißt du, nicht mehr so viel am Geben von sich und vielleicht so ein bisschen eher der Ruhige oder erzählt nicht mehr so viel, weißt du. Und dort, wie soll ich sagen, so, ich habe schon immer ab und zu ein bisschen einzelne Phasen gehabt, wo ich denke, heute geil, heute Lust und so, heute Moti und so. Aber im Großen und Ganzen, weißt du, ist das gar keine einfache Zeit für mich, weißt du. Auch jetzt mit eben, es ist gerade alles so gewesen, weißt du, es ist wie so ein Permanentzustand gewesen, so zuerst die Beziehung, dann die Wege, dann andere Sachen, die dazu noch gekommen sind und so. Und es hat alles so on top. Und eben, das hast du selber letztes Mal gesehen, Bro, mich hat es einfach im Rest genommen dort, man. Zum Beispiel, es war einfach alles zu viel für mich. Ich bin mit dir Döner gegessen und dann du so ganz simpel, so, Bro, alles klar bei dir. Ich so, ja, easy, und zwar ist der gleiche Struggle wie immer und so, du so, bist sicher. Dann hat es mich kurz ein bisschen genommen. Und dann, ja, Bro, da holt es ein bisschen, aber das Gute ist, jetzt können wir darüber reden, weil ich ja wie so auf einem Weg bin, der ein bisschen besser ist, der ein bisschen besser wird. Ich habe eine wunderschöne, wundervolle Beziehung. Danke, ich kann sicher auch mit dir, Bro. Ich bin aus der Wege draussen. Ich gehe jetzt einen anderen Weg, so fange einen neuen Lebensabschnitt an mit der Freundin und so weiter. Und was mir halt am meisten gefällt hat in dieser Zeit, ist Antrieb und Motivation. Ja. Und die kommt eben jetzt immer mehr und mehr. Und ich merke, dass das nicht, will ich jetzt zum Beispiel sagen, wieso, okay, ich habe jetzt die Dings gefunden, dass ich es identifiziert. Und ich habe jetzt das, was das Problem ist, hinter mir lassen. Sondern ich habe gemerkt, also, dass einfach das Umfeld es anders ist. Und wo ein bisschen mehr zulässt, weißt du, wo ich völlig, wie so ein Neustart blöd gesagt. Ja, check. Voll. Und was aber nicht heisst, weißt du, ich sage jetzt nicht, ich will nicht auch nicht den Leuten sagen, so, wenn ihr irgendwie Struggles habt oder irgendwie im Loch sind und ihr merkt, das sind die 3 Sachen und die 3 Sachen die ihr ändern, dann heisst nicht unbedingt, dass es nachher besser ist. Weil schlussendlich, also ich sage jeder Mensch auf dieser Welt, Bruder, braucht Therapie. Jeder Mensch auf dieser Welt. Jeder Mensch, 100%. Ja, sicher. Und deswegen, ja, ist das halt nicht alles so mit dem gemacht, so, hey, jetzt, wo es kommt, ein bisschen anfängt besser zu werden, ist, glaube ich, alles über die Berge, ist alles super. Nein, ist nicht. Ich habe das Gefühl, man kann immer noch etwas machen und am besten eben, als ich selber so arbeite, aber, ja man, so ein bisschen lang ausgeholt, aber das war so ein bisschen der Gusto von den letzten, keine Ahnung, 12 Jahren oder so, oder 2 Jahre sicher. Mit Phasen, die immer wieder geil sind, sicher, aber im Großen und Ganzen fett und schläge Zeit gewesen. Ja, Mann, aber... Und während dem halt eine ProSieben Show gehabt, während dem 12
13, 14 Shows gespielt. Ja, halt, ja, Bro, es ist halt auch gut, dass ich das kann, verstehst du? Weil ich glaube, hätte ich so nichts, ein Hobby oder nichts, wo mich beansprucht. So auch in der Freizeit, weißt, oder auch einfach so etwas, wo ich weiß, ich mache es gerne, aber jetzt, weißt, so, egal wie es mir geht, so, ich mache es gerne, aber ich will jetzt, weißt du, wie so braucht, hat sicher auch gut da, weil eben, du weißt sicher auch, weißt, so, das Schlimmste, was passieren kann, wenn es dir nicht so gut geht, oder wenn du einfach ein bisschen Sorgen hast und Probleme hast, dass du einfach für dich bleibst. Und dass du einfach so die Heime bleibst, Bro, und einfach so für dich bleibst, weil das ist einfach dich in ein Dings, weißt, in so eine Spirale hineinbringen, wo dann alles nur noch scheiße ist. Fix. Aber ja, so ein bisschen das. Und jetzt wir sind back. Wir müssen jetzt Namen droppen, fick nicht. Ja, aber wenn wir schon bei Namen sind, scheiße, mein Gott, wenn wir schon bei Namen sind, willst du noch etwas zu dem Thema sagen? Nein, ist gut. Weil ich habe gefunden, es ist schon noch gut, wenn wir das ansprechen. Das war ein guter Input vorher auch. Ob eine Frau fällt. Okay. Ist zu härter Switch, ich weiß. Nein, ich muss gut überreden. Aber so viel Hate auf Justin M. Auf Onkel Justin. Bro, ich finde Justin Timberlake ist einer der geilsten Musiker. Er ist einer der kränksten, was er gegeben hat. Genau, das Problem ist Leute sagen ja, es ist nicht mehr Hip-Hop. Also, das Open Frau fällt ist nicht mehr Hip-Hop. Es ist schon nicht mehr der Hip-Hop gewesen, wo der Hübbe, weißt du, wie das Snoop Dogg sagt? Ja. Also ja, gut, jetzt kommen jetzt Leute zu mir und sagen, der 30-Jährige wird sagen, was Hip-Hop ist. Safe, Musik ändert sich 100%. Aber die TikToks, wow, zu dem Sound Moshpit machen. Ja, genau, wir haben es gecheckt, aber die ersten 3 Mal war es lustig, wo man Crimea River Video gemacht hat und über Moshpit geleitet hat. Ja. So, haha, ist gut. Und jetzt ist ja easy, Mann. Das Ding ist eben, was Leute ein bisschen nicht checken. Ich kann jemanden... Line-Up auf? Ich kann jemanden, wo bei am Open Air, also beim Open Air Fest schafft. Ja. Und die hat letzte Story gemacht und gesagt, so in Anführungszeichen, Open Air Fest ist nicht mehr Hip-Hop. Und hat gezeigt, was all die Jahre, die letzten 15 Jahre vorher am Mix-Line-Up war. Bruder, ich habe es jetzt gerade nicht offen, aber zum Beispiel 2020. Ich gehe da mal durch. Headliner. 2020 hat wahrscheinlich kein... Mal, wir haben... Gut, da sind jetzt gerade A$AP Rocky, Headliner. Kendrick Lamar. Ist nicht der, der abgesagt wurde? Ist der abgesagt worden? Wegen Corona? Now, ja, das kann gut sein. Ich glaube 22 oder 22 kann es den nächsten kommen. Gut, ich sehe es gerade nicht, aber was ich wollte sagen ist, Bro, Open Frauenfeld hat auch mal Macklemore als Headliner gehabt, Bro. Ja. Und das ist dann Hip-Hop. Der Thrift Shop. Der Thrift Shop Motherfucker, Alter. Wo. Weißt du, was ich meine? So. Yeah. Casper, Alter. Ja, die Festivals können ja immer ein bisschen weg von dem, wir sind nur das. Habe ich gemerkt. Ja, irgendwie. fix. Sie wollen mehr von, wir sind nur das. Also, ich habe das Gefühl, die Festivals wollen weggehen von, wir sind das Festival. Also Frau hat LC1 als Act. Ist das Hip-Hop? Spaß. Nur Love, Mann. Nur Love. Ja. Der Dings. Eben, ich glaube, all die Festivals auf der Welt generell merken so, fuck, es läuft nicht mehr so krass, wenn wir jedes Jahr einfach nur 3 Tage lang straight 8 Stunden an 3 Tagen jeden Tag nur Musik machen. Oder Musik den Leuten geben. Ich habe das Gefühl, die Festivals gehen immer mehr richtig so also Unterhaltung auch. So, ich habe das Gefühl, sie machen immer noch so, also sie machen so ein bisschen, hey, absolut, wir wollen dir einen brutalen Mehrwert geben. So, du kannst... Ja, so die Coachella-Formel, Bruder. Ja, eben so, du gehst zuerst gehst du A$AP hören und dann gehst du hinter und dann siehst du, wie 2, 3 Leute so skaten und das Turnier haben gegeneinander. Dann gehst du zum Basketballfeld, du Sport machen. Dann gehst du etwas essen in diesem Zelt und dann kommst du zurück und dann gehst du einfach wieder das Erlebnis. Verstehst du? Bro, aber das sehe ich genauso. Weißt du, Bruder, wer an Openers geht zum Musik hören, ist lost, Bruder. Aber das war ja Dings, Bro, das war der Essenz am Anfang. Ja, Bro, aber, sorry, wer Musik feiert, der geht Musik irgendwo hören, wo Akustik geil ist, Bro. Ja. Okay, ja. Wenn du ein Fan bist von einem Kendrick, Bro. Ja. Oder nehmen wir als Beispiel, Bro, Luciano. Ja. Vor 2 Jahren. Ja. Etwas vom Schlimmsten, was ich gehört habe. Luciano
am Opener. Bro, ich habe gefunden, Luzern hat etwas vom Krassesten gemacht am Opener. Bro, der Sound ist Müll gewesen, Bruder. Ja. Der Akustik ist Müll gewesen, Bruder. Er hat geile Show abgeliefert, meiner Meinung nach. Ja, von mir aus ist eine geile Show gewesen, Bruder. Ja. Aber Akustik ist Müll gewesen. Ja. Bro, ich bin jetzt an Musik hören, neben mir irgendwelche 16-Jährige auf Keta. Weißt du, Ja. mach mal so. Bro, hab deine Fresse. Ja. Wenn du willst Musik hören, dann finde ich, gehst irgendwo, wo Akustik brutal ist, Bro. Gehst in eine Show, wo dem sein Konzert ist, Bruder. Ich finde aber das Konzept halt schon geil von, wo ich habe in 3 Tage, ich rappe jetzt Ja. ich habe 3 Tage, der A$AP, der Kendrick, Ich sag, A$AP, Kendrick, 50 Cent, ich habe all die gesehen, 3 Tage, Natürlich mit ist es den geil, liebsten Bruder. Leuten. Und dann kann ich noch dumm zahlen und dumm tun, geil. natürlich ist es geil, Bruder, aber Ja. wie du gesagt hast, ein Festival ist ein Feeling, Bruder. Ja. Ist eine Experience. Eben, sie gehen voll Du mit gehst das- 3 Tage dumm, Bro. Die Leute sind die ganze Zeit komplett besoffen. Oder auf irgendwelche, ich denke wie so ein 50-Jähriger, gell? Ja gut, Drogen da? Nou, einfach auf Drogen und einfach 3 Tage besoffen, gehen in Techno bis am 4 Uhr am Morgen Techno-Zelt, gehen in ihrem verfickten Zelt pennen, wachen ihre Kotze auf. Nachher gehen sie um 9 Uhr am Abend Cardi B los und sagen, ja, der Sound ist scheiße gewesen. Ja. Ja, also sorry, da kannst du ja wohl nicht abgehen. Mein Bruder, du bist nicht für Musik am Frauenfeld. Ja. Wie hat schon das Ding geheißen, Mann? In Band, wo wir waren. Ich habe das Gefühl, Specs. es geht immer mehr richtig, das, was Specs uns ein bisschen vorgezeigt hat. Specs hat ja 2 Festivalgelände gehabt, mit so Bühnen und dann ein weiteres Gelände so mit Skating, Ja, absolut, bin ich mit- bei dir. mit Entertainment quasi. Weißt du, es ist nicht so, du kannst dein Skateboard mitnehmen und kannst skaten am Festival, sondern wie so, hey, am 3 bis 4 haben wir, oder 3 bis halb 4 haben wir ein Skating-Turnier, der und der bekannt. Die kommen von 5 bis 6, Bruder, wir haben noch das. Es ist schon, sie sind nicht nur Künstler, also nicht nur Musiker organisieren, meine ich, sondern auch so andere. Und ich habe das Gefühl, es geht mehr in die Richtung, aber ich für meinen Part, ich bin eh nie so der Zelter gewesen und ich gehe jetzt 3 Tage Ja. und gib mir das Ja, durch. same. Also. Weil ich halt einfach den Luxus kann, dass ich im Winter gewohnt habe. Ja. Bro, das Ding ist, ein Open Frauenfeld ist nichts anderes mehr, oder allgemein Openers in der Schweiz, Ja. sind nichts anderes mehr als 3 Tage lang Instagram-Kulissen, Bruder. Ja, 100%. 100%. Die Leute leben für Social Media. Also wer geht denn dort an noch, ja. zum wirklich Experience haben und Sound hören? Ja, Bro, du siehst ja bei jedem Typ oder bei jedem Mensch, der dort ist, immer Handy. Wir sind kein Stück besser, weißt du? Ja. Aber ich weiß noch zum Beispiel, einer von den Künstlern, den ich nicht fühlen kann. Ja. Absolut nicht meine. Ich komme einfach nicht, es spricht mich einfach nicht da. Wer? Raf Kamora. Ja, Zum okay. Beispiel, oder? Und der war auch ein Headliner im Opener. Ja. Ich weiß nicht, wann das war, Bro. Ich glaube, nicht so 2018, lang. 2019, Ja. irgendwann dann. Und wir sind dann gegangen und ich weiß nicht, wer es war, aber 2, 3 Kollegen sagen, wäre zu geil da los und weißt du, gehst ja mit, weil die kommen auch mit Sachen mit dir los, was ich nicht selber unbedingt geil finde. Ich bin dort gewesen, Bro. Ich habe es nicht gefühlt, aber ich schaue, jeder mit Handy. Zuerst so, wie sie die Bühne aufnehmen, nachher zurück zu sich. Das ist eine neue, wo sie Palme. Handy auf Stage Ja. rühren. Das ist das Neue. Ich habe geklaut. Bro, das sind die behindert Ich habe eigentlich. geklaut. Ich habe geklaut. Sie sind komplett behindert. Ich Alter. habe geklaut. Ich habe geklaut. Ich habe noch nie, also Bro, ich habe noch nie, Bro, ich Ich- tue wirklich ein 40-Jähriger. Wäre das Handy auf meine Bühne, wäre das Handy angenommen, wir wären Musiker und wir wären jetzt in so einer Bühne Ja. und Leute würden so Handy, hey, nimm mein Handy. Ich würde sagen, du musst rühren. Mhm. Die hinten hätte ich 2 Cousins Die Handys sind weg, Bruder. Was für Handy? mit Korb. Ja. Du hast in 8K, Bruder. 2 Kameras nehmen auf, wie du Handy nimmst. Ich habe gesagt, was für Handy? Nein, Bro, ich sag Tschüss. Ich Ja. fange Tschüss. Ja. Es geht sogar so straight. Ich mache Ja. so, scheiße. Hinten, er geht auf den Boden, ich tue so, als wäre ich weiter. Ja. Ich mache meinen Shit Mhm. und in dieser Zeit bin ich gut, als wissen, ein weiteres Handy. Bro, direkt. Geil. Ich würde Leute scammen dort. Weißt du, Bro, sorry, was mich aufregt ist, Justin Timberlake ist einfach ein fucking genialer Musiker. Ja, aber er ist einer der kränksten auf dieser Welt. Dann kommt so ein Lil Uzi Vert oder ein Playboy Cardi. Ich glaube, ich bin zu alt für Playboy Cardi. Ich glaube, Ja. er macht krassen Sound. Er hat ein neues Album rausgebracht. Bro, ich bin immer noch... Ich habe schon 1000 Memes gehört, so Leute nach 0,1 Sekunden von seinem Album, er ist der Goat, er ist der Kränkste. Ja, weißt du, so, ich check's eh nicht. Ich bin wirklich mehr so Kendrick Cole, Ja, immer voll. noch Kanye, so. Mhm. Alte Sound. Ja. Bro, aber nachher kommt so ein Cardi oder ein Ja. Lil Yachty oder weißt du, ja, und macht einfach so.
Weißt du, und das sind dann so, das ist Hip-Hop und das ist geile Sache. Aber Justin Timberlake, wo wirklich. Bro. Justin Timberlake ist etwas vom Krassesten für mich. Ganz klar. Etwas, also. Ganz klar. Ich weiß nicht, wie viel ich von ihm favorisiert habe. Mein Bruder. Ich gehe jetzt also, schauen. gehen wir schauen auf Spotify. Wie viel ich. Was ist dein Lieblingsalbum? Vom Justin? Ja, Bruder, du kommst mit Sachen, was ich gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ja, okay. Justin. Also ich habe. Das ist sicher mehr als ich, aber ich habe. Ich nicht so viel. Speichert. Wenig, Mann. Wie viel? Oder traurig eigentlich. 5. 22. Okay. Ich sag nur 5, Mann. Aber ja, Bruder, weißt du so? 7 Millionen. Weißt du, so 5 hast? Wir sind aufgewachsen mit Justified. Ja. Mit Future Sex Love Sounds. Also Bruder, Justified ist sicher. Ja, Bro, du hast genau die zwei gesagt. Ja, Justified, Future Sex Love Sounds. Und noch ist der 2020 Experience gekommen. Ja. Das ist auch ein Doppelalbum, das so ein bisschen mehr in Soul. Ich habe das brutal gefunden, Bruder. Ja, ich habe es geil gefunden. Brutal, Bruder. Es hat aber für mich so Lieder gehabt, die entweder Bombe sind oder nicht so mies. Bro, Strawberry Bubblegum ist dort drauf. Man of the Woods ist auch ganz okay. Man of the Woods, das hat auch ein paar geile Lieder. Ja. Aber Bro, ich kann mir nicht sagen, 41 Millionen Hörer im Monat und er hat einen Singer rausgebracht. Das ist nicht mal wahrscheinlich, das ist kein Singer, das ist mit dem Jimmy Fallon, irgendetwas PR-mäßiges. Also gehe ich nochmal Dings, und wenn ich da anschauen kann, wenn er jemals etwas, also sie letzte, er hat das Album rausgebracht. Scheiße, Alter, wurde schlecht jetzt. Everything I thought it was. Okay, ganz schlecht jetzt, aber auf jeden Fall vor dem Bro hat er ja 2018 sein Album rausgebracht, also vor 7 Jahren. das ist Man of the Woods. Ja. Bro. Wie soll ich sagen, dass er eins von der Timbaland, Nelly Furtado, die 3 haben Die auseinander. Ja, Bro, aber weißt du, zwischen Future Sex and Love Sounds und 2020 Experience sind 12 Jahre gewesen. Ja. Aber weißt du, so Future Sex and Love Sounds mit so Sexy Back und all deine Tracks, Bruder, da hast du einfach straight up noch Skips, Bro. Ja, und das sind auch zeitlose Dings für mich. Du kannst die 30 Jahre noch hören. Bro, du kannst mir sagen, was du willst, aber jeder hat schon mal seine Chaya oder sein Chabo, was weiß ich, zu What Goes Around Comes Around geküsst, Bruder. Kannst du sagen, was du willst? Okay. Hast du meint, ich sage etwas anderes? Ja, weil ich du hast das Sound beim Ficken. Also lohnt sich ja nicht für 3 Minuten, aber ja, amix schon. Bro, vielleicht in 16 oder so irgendwo. Ich höre amix, Ding. Die alten Videos. Immigrant Cinema. Weißt du, welche? Yeah. Wo so GK spittet. Der eine von St. Gallen, kennst du den? Der, der ganz Frankfurt zahlt hat, damit er mit dem Features macht. Oh, fuck, stimmt. Der eine St. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der eine St. Gallen. Aber ja, egal. Easy. Gut, komm, wir haben genug geredet für heute. Genug. Oh, shit. Genug geredet. Ja, Mann. Bro, ist eine geile Folge. Ja, Mann. Schönes Gespräch. Wir sind zurück. Das ist, glaube ich, unsere Folge, die aus der Pause kommt. Back. The Sluts are back. Bossing. That's a bit crazy. Gebt 5 Sterne, abonniert, liket, schreibt uns, dass ihr uns liebt, sagt euren Eltern Gruß und vielleicht könnt ihr nächstes Mal das Kaffee, wo ihr immer gönnt, um eure Flat White zu kaufen und wo ihr immer fragt, spreche ich heute den Dreamy Boy hinter der Theke an? Vielleicht ist ja heute der Tag, wo ihr es macht. Go get it, girl. Das ist kurz und